Schön, danke. Eine große deutsche Boulevardzeitung mit B am Anfang, die hat über diese Real Talks getitelt in letzter Zeit. Die haben über Mallorca berichtet und dann gesagt, jo, taufen statt saufen. Das ist das Motto von denen. Und hätte einen Bericht darüber gemacht, taufen statt saufen. Am Ballermann wird momentan von Jesus erzählt. Und das sind unter anderem die Leute, die am 2. September kommen. Hey, welcome back aus der Ferie. Ich hoffe, ihr habt schöne und erholsame Zeit. Ein paar nicken. Ein paar haben geheiratet, habe ich in den Ferien hier. Wow. Ehepaar von jeder. Herzlichen Glückwunsch noch. Nachträglich, die beiden haben geheiratet vor ein paar Wochen. Da sitzen sie. Schön, zurück aus den Ferien zu sein. Morgen ist Schulanfang und jetzt sitzen wir im Gottesdienst. Und hier im ICF und offensichtlich geht es um Geld. Will man sowas nach den Ferien? Man hat gerade viel Geld ausgegeben wahrscheinlich und mehrmals essen gewesen, in den Ferien gefahren und so weiter. Und jetzt hockst du hier im Gottesdienst und es geht um Geld. Braucht man das? Ehrlich gesagt, ja, ich weiß es nicht. Und all die Familien, die jetzt für Kinder wieder in die Schule schicken und gefühlt Millionen ausgeben für die neue Schulausstattung, die dann wieder im neuen Schuljahr gefragt ist. Oder wenn einer überhaupt zuerst mal in die Schule kommt, dann denkt man, wow, das ist wirklich ein teures Unterfangen. Und wenn du so denkst und so fühlst, dann bist du herzlich willkommen, weil ehrlich gesagt, mir ging es auch so. Als ich vor etlicher Zeit gehört habe, dass ich nach meinen Ferien, nach den Sommerferien über Geld predigen dürfte oder müsste oder sollte. Und das wäre mein Job heute. Und während der Ferien ist mir dann wirklich irgendwann mal selbst der Groschen gefallen und gemerkt, doch, das hat schon wirklich Bedeutung. Es geht heute, so wie letzte Woche der Matthias Saladin begonnen hat damit, um das Thema Großzügigkeit. Großzügigkeit. Und der Matthias hat in seiner Predigt ein Bild gemacht, schon ein Video von den langen Löffeln. Und vielleicht erinnert der eine oder andere sich noch daran. Und wenn du es nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir wirklich diese Predigt und vor allem auch dieses Video zu sehen, weil es so auf den Punkt bringt, wie wir versorgt werden, was das zu tun hat. Und eine der Kernaussagen von Matthias war letzte Woche, look, Gott geht es nicht um dein Geld. Das ist ihm vollkommen egal. Gott geht es nicht um dein Geld. Es geht ihm um dein Herz. Und deswegen hat Jesus das so deutlich mal gesagt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Um das geht's. Look, in unseren Ferien, die waren sehr abwechslungsreich. Wir waren zusammen unterwegs, manchmal haben wir alleine was unternommen, dann waren wir sogar mit Enkelkindern, mit Mehrfamilien unterwegs. Wir haben freudige Momente gehabt, wir haben auch sehr traurige gehabt. Wir sind während unseren Ferien zurückgefahren nach Basel, weil ein plötzlicher Todesfall in unserem Freundeskreis aufgetreten ist und wir Personen beerdigen mussten und dabei waren. Wir haben gelacht miteinander, wir haben sogar ein bisschen gestritten, meine Frau und ich. Also ein bisschen, war nicht richtig. Also nicht gestritten, aber wir waren nicht einig. So. Auf jeden Fall haben wir uns genervt. Einfach so. Einfach sowas. Okay, in all dem Mix von Dingen, die wir in den letzten Wochen so erlebt haben, ist mir eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo wir uns vor Wochen mit beschäftigt haben, von diesem König David wieder in den Sinn gekommen. Und es ist die Geschichte von David und Mephibosheth. Und diejenigen von euch, die schon mehrmals in der Bibel gelesen haben, kennen vielleicht diese Geschichte, eine eigenartige irgendwo Geschichte um diesen Menschen Mephibosheth. Es ist zwar, hört sich ein bisschen lustiger Name an, aber es ist eher eine tragische Geschichte dahinter. Mephibosheth bedeutet so viel wie aus dem Mund von Schande. So könnte man ungefähr übersetzen oder aus dem Mund kommt Schande. Irgendwie so in diese Richtung geht das. Und wie auch immer die Bedeutung von dem Namen ist, es hat wirklich was mit Schande in seinem Leben zu tun. Und die hat er erlebt. Und das ist eine tragische Geschichte und ich möchte ein Stück davon euch vorlesen aus 2. Samuel. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn gehabt mit dem Namen Mephibosheth, der an beiden Füßen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt, als aus Jesrael die Nachricht kam, dass Saul und Jonathan in der Schlacht gefallen waren. Diejenigen von euch, die in den letzten Wochen hier nicht im ICF waren und wenig mitbekommen haben von dieser Story von David, wo wir lang darüber gepredigt haben und hier erzählt haben, davon von verschiedensten Facetten her.
David war ein sehr erfolgreicher Militärgeneral zur damaligen Zeit. Jonathan war sein engster Freund. Jonathan war gleichzeitig Sohn von dem König Saul zur damaligen Zeit. Und Mephibosheth war der Sohn von diesem Jonathan, also der Enkel von Saul. Und wie gesagt, David war sehr erfolgreich. Saul war sehr neidisch auf den David. Und so ist dieser Machtkampf entstanden zwischen dem amtierenden König und diesem erfolgreichen Militärgeneral. Und so weit hat das eskaliert, dass David dann geflohen ist und dann nicht mehr da war in Jerusalem. Und dann kommt diese Nachricht, als Mephibosheth 5 Jahre alt ist. Der Enkel vom König, der Sohn vom Prinzen. Wahrscheinlich spielt er irgendwo im Palast, irgendwo umherspielen, 5 Jahre alt. Und dann kommen diese Boten und Nachrichten, kommt rein, hey, dein Vater und auch der Großvater sind gestorben. Ob er es wirklich realisiert hat mit 5 Jahren, stelle ich mal dahin. Ich weiß es nicht wirklich. Auf jeden Fall, was er realisiert hat, ist dieses große Durcheinander, Riesengeschrei in diesem Palast, als diese Boten kommen und sagen, hey, Saul ist gefallen und Jonathan ist auch gefallen. Alle brechen in Panik aus. Der 5-Jährige ist irgendwo mitten in diesem Tumult und die Panik bricht aus dem Grunde aus, weil das zur damaligen Zeit durchaus gang und gäbe war. Wenn ein neuer König antrat, dann wurde die alte Königslinie, alle die Familie, die da irgendwo mit dabei war, die wurde gekillt. Um einfach die neue Königslinie wirklich sicherzustellen, dass nicht noch irgendwelche Verräter, irgendeiner mit anderen Machtansprüchen sich wieder meldet. Deswegen bricht Panik aus. Weil alle denken, wow, jetzt geht es mir an den Kragen. Sie schreien, sie fliehen, hauen ab. Und ich lese weiter, das 2. Samuel. Und seine Pflegemutter hatte Mephibosheth aufgehoben und war geflohen. Da sie aber hastig floh, fiel er hin und wurde gelähmt. Da sie hastig floh, fiel er hin und wurde gelähmt. Ich bin mitten im Chaos, schreien, der Kleine wird geschnappt und riesen Tohuwabohu und der Kleine fällt hin und offensichtlich so schwer verletzt, dass er gelähmt wird. Es ist noch niemals Zeit, irgendwo Beine zu richten, die Hüfte, was auch immer dann passiert ist. Er ist von da an gelähmt. Und das ist tatsächlich, zieht sich das durch sein Leben hindurch. Schmerzen, gelähmt sein, an sich in Außenseite in dem Moment werden. Und du bist von dem Moment an verkrüppelt bis am Ende deines Lebens. Und wäre das nicht schon krass genug? Er flieht an einen Ort in der Wüste, der heißt Lo-Dabar. Lo-Dabar. Und übersetzt wird man sagen, kein Wort. Das heißt wie kein Wort. Für den Ort gibt es kein Wort. Der hat noch niemals einen Namen richtig, dieser Ort. Keinen wirklichen Namen. Mephibosheth, aus dem Mund kommt Schande, er lebt an einem Ort, wo man keinen Namen für hat, als verkrüppelter Enkel von dem amtierenden König, der gerade gestorben ist. Vom zukünftigen König bis hin zum verkrüppelten Menschen, an einem Ort, ja, wo man keinen Namen für mehr findet. Zur damaligen Zeit wurde nicht geholfen dann, er wurde nicht geheilt und er wuchs an in seinem Leben, wurde älter und so weiter. Vielleicht sitzt du jetzt heute hier oder siehst später diesen Podcast und siehst diese Predigt und sagst, ja, so Mephibosheth-Momente kenne ich auch in meinem Leben. Das sind so Momente, wo sich irgendwo mein Leben verändert, in eine andere Richtung geht und wirklich ein Stück Tragik vielleicht sogar passiert ist. Vielleicht durch eine ärztliche Diagnose, die von heute auf morgen wirklich alles verändert. Und sagst, natürlich, bang, es gibt vorher und nachher. Und das ist genau der Moment, wo ich mein Leben dann einteilen kann. Und einige von uns kennen das sogar. Vielleicht ist ein Moment erlebt, wo Menschen dein Vertrauen missbraucht haben. Ähnlich wie der Mephibosheth von seiner Pflegemutter auf den Arm genommen wirst. Du vertraust der Person, die nimmt dich mit und dann wirst du fallen gelassen von der Person, wo du am meisten vielleicht von vertraut hast. Oder vielleicht hast du erfahren, dass deine Beziehung oder sonst was in die Brüche geht und du wirklich von dem Moment buchstäblich wie aus dem Nichts heraus anfängst in deinem Leben zu hinken oder verkrüppelt bist und weißt, look, das ist nicht mehr wie vorher.
weil die Erfahrung dich so verletzt hat oder so stark beeinflusst hast, dass du nicht mehr gerade unterwegs sein kannst. Bitterkeit im Herzen ist, was auch immer. Wut auf andere Menschen, you name it. Ich habe nach meinen Ferien, habe ich alle unsere Gebetsvolunteers durchgelesen vom ICF von den letzten Wochen hier im Sommer. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann kann ich dich nur immer wieder ermutigen, hey, schreib's auf, wirf dort hinten ein. Und es gibt eine ganze Gruppe in unserer Kirche, die regelmäßig dafür betet. Und du kannst auch während des Gottesdienstes immer hier vorne in die Gebetsecke hingehen. Da werden Leute auch heute wieder sein, ein Gebetsteam, wo parat ist für dich zu beten. Also wenn du ein Anliegen hast, nimm das ernst und schreib es auf. Ich habe die Volunteers durchgelesen und habe angefangen, dann dafür die einzelnen Sachen zu beten. Und was soll ich euch sagen? Es ist eine Anhäufung von den letzten Wochen in diesem Gebetsvolunteers drin, von Lo-Dabas, wo man einfach keine Worte mehr für findet. Zig Leute haben geschrieben, sie haben eine Krebsdiagnose bekommen. Aus unserer Mitte, aus unserem Umfeld vom ICF, Basel, Basel-Land und Lörrach. Zig Leute. Einige haben geschrieben für Trennungen in ihrer Ehe, in der Beziehung und das und jenes. Andere die Umstände haben, die wirklich sehr, 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 sehr bemühend sind. Wirklich Lo-Dabas. Ich finde fast keinen Namen dafür. Manchmal ist Leid und Freude so nah beieinander. Entspannung und auf einmal Streit oder sonst was. Durch Ferien und auf einmal bist du auf der Beerdigung von einem Menschen, wo du mit Abschied nimmst. Manchmal ist es so eng, so nah beieinander das Leben. Die Geschichte von Mephibosheth geht weiter. Nach vielen Jahren, der Mann ist erwachsen, David ist König, geschieht Folgendes. Wenn es noch jemanden gibt, spricht hier David, gib vom Hause Saul, werde ich ihm Gnade erweisen, um Jonathans willen. Der David und Jonathan, wie gesagt, waren eng befreundet. Sie waren so eng befreundet, dass sie sich einander vertrauten, einen Bund geschlossen haben und sogar gesagt haben, hey, sie versprachen sich über unseren Tod hinaus, wir werden für unsere Nachkommen schauen. Wenn du vorher stirbst und ich vorher stirb, ich schaue für deine Nachkommen. Und David erinnert sich offensichtlich an dieses Versprechen. Vielleicht dachte der David gerade daran an seinen Freund Jonathan, der jetzt auch tot ist. Und er fragt dann nochmal ein zweites Mal nach, in 2. Samuel 9, lebt niemand mehr vom Hause Saul, dem ich Gnade Gottes erweisen könnte? Und Ziba, ein Diener von David, sagte zum König, es gibt noch einen Sohn Jonathans, er ist an beiden Füßen gelähmt. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Und Ziba sagte zu ihm, sieh, er ist im Haus des Machias, des Sohns von Amiel in Lo-Dabar. Und was jetzt danach kommt, Leute, ist wirklich eine Manifestation von Gottes Großzügigkeit, wo im Alten Testament ganz praktisch in so einer Situation gezeigt wird. Das heißt dann weiter, und der König David sandte hin und holte ihn aus dem Hause von Machir, dem Sohn von Amaliel aus Lo-Dabar. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn von Sauls, zu David, fiel nieder auf sein Angesicht und verneigte sich. Und jetzt liest sich sehr schnell, eine halbe Minute bist du durch und dann denk mal kurz mit oder versetzt euch in die Situation. Du bist dieser Mephibosheth, erwachsener Mann mittlerweile. Du bist in Lo-Dabar, du bist dein Leben lang verkrüppelt, du bist immer auf Hilfe angewiesen. Und dann klopft eben an deine Hütte, an dein Haus und dann kommen Diener, Wachen von König David und wollen dich mitnehmen. Wahrscheinlich wird der Mephibosheth nicht Hurra geschrien haben, sondern gesagt haben, scheiße, jetzt geht es mir wirklich auch noch an den Kragen, jetzt hätte mich gefunden in Lo-Dabar und jetzt muss ich halt herhalten. Vielleicht ist aber auch wirklich Wut in ihm raufgekommen und gesagt, look, weswegen bin ich verkrüppelt? Letztlich doch wegen diesem David. Weil die allen anderen geflohen sind und meine Pflegemutter nicht aufgepasst hat und ich auf dem Boden gelandet bin. Und mit den Gefühlen, vielleicht gemischten Gefühlen, macht er sich auf den Weg oder wird auf den Weg gebracht, mitgenommen, wird zum König David gebracht und was als erstes der macht, er reagiert so, er tut auf dem Boden knien. Er ist schon gelähmt, aber er fällt auf sein Angesicht her. Was soll er auch anders machen? Und dann heißt es in 2. Samuel 9, Vers 7, und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich werde dir Gnade erweisen um deines Vaters Jonathan willen. Und ich werde dir das ganze Land Sauls, deines Vaters, zurückgeben und du sollst immer an meinem Tisch sitzen. Damit du sollst immer an meinem Tisch sitzen. Look, David schenkt dem Mephibosheth, diesem behinderten, an körperlich eingeschränkten Menschen, damals
Außenseiter in der Gesellschaft, schenkt er Ländereien zurück. Das ist nicht eine Streuobstwiese im Reigoldswil gewesen, sondern das waren Ländereien, wirklich, der hat wirklich massiv Geld wieder zurückbekommen. Und er lädt ihn ein, für immer am Königstisch zu sitzen. Was für eine Einladung, was für ein Geschenk. Was für eine Gnade, wo dieser Mensch erfährt. Die Geschichte oder dieses Geschenk, diese Einladung von David an Mephibosheth enthält 3 Dinge. Das erste ist ein Geschenk von Vergebung. David lässt keinen Zweifel daran. Die alte Geschichte zwischen König Saul, all die Feindeslinie, all diese Machtkämpfe, all dieses Kämpfen und besser sein und größer sein wollen, hat ein Ende. Es soll ein Ende haben. Es soll nicht mehr dieser Kampf zwischen uns sein. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte das absolut nicht tun müssen. Das Zweite, was er macht, er verschenkt eben viel. Neben dem Vergeben verschenkt er viel. Was David rechtmäßig gehörte. Er hätte das nicht machen müssen. Er hätte alles für sich behalten können. Und das Dritte, was er macht, er versorgt. Er macht ein Geschenk vom Versorgen. Für immer sollst du an meinem Tisch sitzen müssen. Auch das hätte er nicht machen müssen. Er hätte sagen wollen, jetzt habe ich dir alles geschenkt, Ländereien, jetzt kannst du da selbst schauen. Nein, er sagt, drüber hinaus sitzt du an meinem Tisch. Vergeben, verschenken und versorgen. Nichts von dem hätte er machen müssen, aber genau so ist Gottes Großzügigkeit. Das ist Gottes Großzügigkeit. In der Geschichte von David und Mephibosheth, da repräsentiert David an sich Gott. Jonathan ist Jesus und Mephibosheth bist du und ich. Das ist der Hintergrund von der Story vom Alten Testament. Gott hat wie David einen Bund geschlossen mit Jesus. David mit Jonathan, Gott mit Jesus. Und gesagt, da halten wir zu. Da halten wir zu. Und wir haben einen Bund geschlossen, der ist unverrückbar. Wir haben ein Ja zu all den Mephibosheths auf der ganzen Erde. Zu all denjenigen, die irgendwo doch eine Macke, irgendeinen Makel an sich haben. Und wir sind alle hier Mephibosheths. In irgendeiner Weise sind wir Mephibosheths. In irgendeiner Weise hinken wir, haben wir verkrüppelte Teile in unserem Leben, haben wir Dinge, die eben nicht so gut sind und so gut funktionieren. Und Gott hat gesagt, zu denen habe ich ein Ja. Und ich habe einen Bund geschlossen mit Jesus und das gilt für alle Mal. Die Geschichte kann uns darüber hinaus, glaube ich, 2 Sachen lehren. Wo es um uns geht, um Großzügigkeit. Ich glaube, das eine, was die Geschichte lehren kann, ist, jeder von uns hier braucht so ein Mephibosheth im Leben. Jeder braucht so eine Person in unserem Leben. Und meine ich damit, dann und wann treten Menschen oder Umstände, Anfragen in unser Leben, die uns herausfordern, gnädig zu sein. Die uns herausfordern, den Großzügigkeit wirklich zu trainieren. Wo wir nicht müssten. Aber Gott einfach zulässt in unserem Leben, dass Leute vorbeikommen, die eine extra Portion Gnade von dir fragen. Eine extra Portion Vergebung von dir fragen. Ja, wir brauchen so Leute, und Umstände in unserem Leben, die uns herausfordern, zu sagen, hey, lass uns großherzig sein. Lass uns großzügig sein im Vergeben, auch wenn man nicht müsste. Lass uns großherzig sein, auch im Verschenken, auch wenn man nicht müsste. Lass uns großherzig sein, andere mitzuversorgen, damit wir lernen, es geht nicht nur um unser Wohl, sondern um des anderen Wohl. Und deswegen brauchen wir so Leute, so Umstände in unserem Leben, die uns immer wieder challengen und sagen, trainier Großzügigkeit im Leben, weil das ist Gottes Grundzug im Leben. Und deswegen ist es wichtig, so Menschen, Umstände zu haben, wo wir sehen, da könnten wir jetzt Vergebung praktizieren. Da könnten wir jetzt noch großzügiger einfach verschenken, auch Geld verschenken, Güter verschenken. Da können wir andere sogar mit versorgen von dem Reichtum, den wir haben. Warum? Das ist Reich Gottes Kultur pur. Vergeben, verschenken und versorgen. Leute, das muss man wollen. Da muss man sich zu entscheiden und dann muss man es trainieren. Das muss man wollen und das muss man trainieren. Das ist nicht automatisch. Man wird nicht automatisch großzügig. Großzügigkeit trainieren ist ungefähr so wie Rudern im Fluss, im Rhein. Du ruderst, du trainierst das. Und irgendwann, wenn du mal aufhörst zu rudern, dann gehst du einfach im Bach runter.
Du musst dranbleiben. Dann muss man wirklich trainieren, Großzügigkeit im Leben, um wirklich dran zu bleiben und auch voranzukommen in dem. Großzügiger werden. Look, ich muss zugeben, mir fällt es nicht so schwer in meiner eigenen Bubble. Familie, Umstände, so Freunde und so weiter. Einfach in der Bubble, wo ich bin, da fällt mir das nicht an sich schwer, so großzügig zu leben. Es fällt mir erst dann schwer, wenn es schwer ist. Ja, wenn Menschen vorbeikommen, wo ich denke, no, vergiss es, ey. Umstände, Anfragen kommen, wo ich denke, ich kann nur dreimal den Kopf schütteln. Das ist ein Scheiß. Und jetzt wird es da großzügig mit versorgen, was soll es verspenden. Ja, dann bin ich gefragt. Und nicht einfach in meiner Bubble, wo das leicht fällt. Ich glaube, wir brauchen so Menschen, so Umstände wie Mephibosheth in unserem Leben, damit wir Großzügigkeit trainieren. Die Geschichte lehrt uns, glaube ich, noch etwas Zweites. Look, wer Vergebung, Verschenken und Versorgen nicht erlebt, der tut sich in der Regel schwer damit, das selbst weiterzugeben. Wer das selbst nicht erlebt hat, der tut sich schwer, das weiterzugeben. Meine beiden Elternteile, die waren Einzelkinder. Und ein Phänomen ist wirklich gewesen in unserem Elternhaus, ich kenne das von meiner Großmutter her noch, ja, alles für sich mal halten, alles mal beieinander halten. Ja, gar nicht zu viel direkt weitergeben. Warum? Sie haben das auch selbst kaum erlebt. Aus dem Krieg heraus, aus verschiedensten Umständen. David war trotz aller Macken und Tücken, die dieser Mensch hatte einen Punkt immer wieder betont. Das Königreich, das er bekommen hat, hat er sich nicht einfach genommen. Er wusste, da ist ein König noch oben drüber, der zu ihm gekommen ist, der ihm das gegeben hat. Das war ihm zutiefst klar. Und Gott kam zu ihm und er hat sich auf die Suche gemacht nach diesem Mephibosheth, wo er mal einen Bund mit seinem Freund geschlossen hat. Ich mache mich auf die Suche, ich mache mich auf den Weg. Look, die Erfahrung, dass Gott zu dir kommt und dich versorgt und dich beschenkt, ist meines Erachtens existenziell notwendig und wichtig, um selbst großzügig zu leben. Weil dann wird es zu einer Herzenssache. Wir haben in unseren Ferien, nach dieser Beerdigung, haben wir zusammen jetzt auch reflektiert über unser Leben, was wir so ein bisschen alles geschenkt bekommen haben in unserem Leben. Bei den tollen Dingen wir erleben durften, wo an uns herangetragen worden ist, nicht wo wir uns irgendwie erarbeitet haben und sonst was. Und es ist eine gute Übung, immer wieder zurückzublicken und sagen, hey, was habe ich schon alles bekommen in meinem Leben? Womit bin ich überhaupt schon alles beschenkt worden? Und dankbar zu werden, sagen, hey Gott, danke dafür. Und das mache ich wirklich zur Übung und sage, hey, ich möchte mir darüber klar werden, dass ich ein Beschenkter bin. Reichlich beschenkt, damit ich auch andere wieder beschenken kann. Und wenn du heute hier bist und sagst, look, ich habe das eben nicht so erlebt. Ich habe bisher noch nicht so Großzügigkeit in meinem eigenen Herzen erlebt, in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin nicht so versorgt worden. Leute, dann ist jetzt der Moment für dich. Da möchte ich dich ermutigen, wirklich ermutigen. Lass für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass du das erlebst, geistlich erlebst, dass Gott dir vergibt, dich beschenkt, reich beschenkt und auch dir zuspricht, er versorgt dich. Geistlich, seelisch und auch ganz materiell in deinem Leben. Ich möchte wirklich dafür beten, dass das ein Bestandteil wird in deinem Leben. Die Versorgung Gottes, die Vergebung Gottes und das Beschenktsein von Gott wirklich erleben darfst, damit du es wieder weitergeben kannst. Nicht einfach nur für dich, sondern wirklich auch weitergeht in dieser Welt. Und wenn du so eine Person bist, dann ermutige ich dich, geh hier zum Gebetsteam, lass für dich beten, hinterher. Ist nichts Peinliches dran. Es ist einfach ein Segen Gottes darum fragen, hey, ich möchte das erleben. Und wenn du sagst, doch, ich bin beschenkt, ich kann wirklich zurückschauen, ich bin beschenkt, mir ist vergeben und ich bin reichlich versorgt, dann frag Gott, wo du das wieder weitergeben kannst, großzügig. Wo sind Mephibosheths in deinem Umfeld, denen du besondere Gnade erweisen kannst? Auf das Reich Gottes wächst, blüht und gedeiht. Ich bete noch mit uns. Steht darauf und Vater im Himmel, danke, dass du so ein großzügiger Gott uns gegenüber bist. Dass du dir selbst geschworen hast, einen Bund geschlossen hast. Du hast ein Ja zu unseren Teilen im Leben, die
verkümmert sind, verkrüppelt sind, die eben nicht richtig funktionieren. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so zusprichst. Du bist unser Versorger, dass wir uns keine Sorge machen müssen für das, was morgen kommt, und dass wir jeden Tag mit seiner Sorge bei dir deponieren dürfen und sagen können, Gott, danke, dass du dafür sorgst. Danke, dass du dafür schauen wirst. Und Jesus, ich bete darum, dass du uns Friede schenkst, weit über unsere Vernunft, über unsere Ängste, dass wir zu kurz kommen könnten. Dass du uns Friede schenkst, der darüber hinausgeht. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass uns allen so eine tiefe Großzügigkeit in unser Herz hineinpflanzt, dass uns in den nächsten Tagen und Wochen so Mephibosheth über den Weg laufen lässt, wo wir es üben können, lernen können, trainieren können, ein Stück ähnlicher dir zu werden, ein Stück von diesem besonderen Spirit zu verbreiten. In deinem Namen beten wir.